Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Im Moment liegen die Gemüter ein bisschen heiss wegen einem Stacheldraht. Und zwar streiten sich der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, mit der Biden-Regierung um eine kilometerlange Barriere an der US-Grenze zu Mexiko. Und ich muss jetzt Richtung Downtown Los Angeles und denke, ich könnte die Zeit ja auch nutzen, um mal über etwas zu berichten mit ein bisschen mehr Tiefgang. Ciao zusammen, herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Was ist die Ausgangslage? Im Zentrum steht der 19 Hektare grosse Shelby Park in Eagle Pass, wo Texas seit Monaten Stacheldraht verleiht, um Migranten von der Überquerung vom Rio Grande abzuhalten. In einer 5:4 Entscheidung hat sich der oberste Gerichtshof der USA kürzlich auf die Seite der Regierung Biden gestellt und erlaubt den US-Grenzschutzbeamten, die Barriere wieder wegzunehmen. Aber die Nationalgarde von Texas und die State Troopers haben ungeniert weitergemacht mit dem Auslegen von Schiffscontainern aus Stacheldraht und haben den nationalen Grenzbeamten praktisch den Zugang zum Areal verwehrt. Was sind die Argumente der beiden Streithähne? Seitens Texas. Der Gouverneur von Texas ignoriert den Gerichtsbescheid mit der Argumentation, dass Texas das Recht hat, sich zu verteidigen gegen jegliche Invasionen. Unterstützung bekommt er von praktisch allen texanischen Kongressabgeordneten und 25 Gouverneuren von anderen Staaten. 10 von diesen Staaten haben sogar Teile von ihrer Nationalgarde oder andere Polizeikräfte zur Unterstützung nach Texas geschickt. Der Vorwurf an die Regierung: die Biden-Administration weigert sich schlichtweg weigern, die geltenden Einreisebestimmungen durchzusetzen. Und sie beteiligen sich aktiv mit kriminellen Organisationen am Menschenschmuggel. Zum Verständnis: die amerikanische Konstitution gibt den einzelnen Staaten das Recht, sich selber zu verteidigen im Fall einer Invasion, wenn die Regierung sie nicht will oder nicht kann beschützen. In einem offenen Brief an die Biden-Regierung sagt der Gouverneur Abbott, dass mittlerweile mehr als 6 Millionen Leute die südliche Grenze illegal überquert haben. Und was sagt der Herr Biden dazu? Die Biden-Regierung verteidigt ihre Open Border Policy mit der Begründung, dass Flüchtlinge zur Hauptsache sozial benachteiligte Familien aus Zentralamerika seien und die USA aus humanitären Gründen verpflichtet seien, solche Menschen aufzunehmen und ihnen eine neue Chance zu geben. Texas verhindere die Rettung von Migranten. Und was sind jetzt meine Beobachtungen? Was mir komisch dünkt, ist, dass Regierungen häufig von Rechtsextremen oder von Nazis reden, immer wenn Leute anderer Meinung sind. Es scheint mir, als höre man seit 3 Jahren immer etwa die gleichen Beschuldigungen, egal bei welchem Thema. Es sieht irgendwie danach aus, als hätten die meisten Regierungschefs das gleiche Buch gelesen oder seien im gleichen Ferienlager gewesen. Was mir auch auffällt, ist, dass wenn ich mir Videos von Augenzeugen anschaue, sehe ich nicht unbedingt Extremisten, sondern durchschnittliche Leute, die wegen der steigenden Kriminalität und den zunehmenden Drogenproblemen protestieren. Viele berichten, was zurzeit an der Grenze abginge, mache so einfach keinen Sinn. Weil es sind hauptsächlich eben keine Familien und die meisten kommen ja nicht aus Zentralamerika. Hier ein Video vom unabhängigen Präsidentschaftskandidat Bobby Kennedy. This group that is filing behind me right now, we interviewed many of them. They're from Peru, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan, Bangladesh, India, China, Tibet, Nepal, and altogether people have come across right here. And they're brought to the Border Patrol station where they're processed. After 4 or 5 days, they're released on their own reconnaissance into our country, and most of them are never seen or heard from again because of the understanding across the globe that we now have an open border here
There are people being drawn here. They're being abused. There's all kinds of just horrific, terrible, terrible stories. And this is not a good thing for our country. It's not a good thing for these people. Die Grenzpolitik von der aktuellen Regierung scheint immer mehr auf Kritik in der Bevölkerung zu stossen. Gegen 80% der Amerikaner denken mittlerweile, dass illegale Einwanderung den USA schadet. Umfragen zeigen auch, dass in wichtigen Staaten Trump die Führung übernommen hat, und zwar gerade wegen diesem heiklen Thema. Und wie könnte es jetzt weitergehen in Texas? Biden könnte den texanischen Gouverneur entmachten, indem er die texanische Nationalgarde unter seinen Befehl stellt. Im Moment ist aber unklar, wie Texas darauf reagieren würde. Greg Abbott, also der Gouverneur, hat auf eine entsprechende Frage geantwortet, dass sich Texas auf jegliche Szenarien vorbereite. Keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet. Tja, interessante Zeiten heutzutage. So, ich bin mittlerweile angekommen und gebt mir doch Bescheid, wenn ihr zwischendurch zu solchen aktuellen Themen direkt von hier hören wollt. Also, ich würde sagen, das war es für heute. Merci fürs Hineinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.